Wow, merci vielmals für all eure Kommentare und Feedback bezüglich Porträtfilm über den Jimmy. Auf Facebook allein hat er über 12'000 Impressionen, was das so immer mal bedeutet. Dann bin ich in Kontakt mit dem Surfers-Magazin aus Deutschland. Die Idee ist, dass ich den Film einreiche für ihr Surf-Film-Festival im Sommer. Und ein paar ganz gute Sachen sind daraus entstehen. Nach den Dreharbeiten sind Jimmy und ich weitergezogen auf Las Vegas für meinen nächsten Doc-Film. Aber am besten steigen wir doch direkt selber ein in diese Geschichte. Noch scharf stellen, nicht gut. Und eine glänzende Stirn, die Maske hat versagt. Wir sind unterwegs nach Las Vegas. Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen bei Renés Weg. Heute, dreimal könnt ihr raten, aus Las Vegas. Jetzt machen wir den Strip ein bisschen unsicher. Und als nächstes wollen wir herausfinden, ob sie Gimo verhaftet im Bellagio. Du hast noch eine Vergangenheit. Ja, der vor 18 Jahren. Wieso wir zwei hier sind, ja, ist eine gute Frage. Wir sind ja extreme Gambler. Aber nein, ich habe ein Dokumentarfilmprojekt, ein Porträt, das ich mache. Und Gimo kommt mir helfen, ist cool. Mehr dazu schon gleich. Jetzt fährt er die Show an, wir sind Bellagio. Der Wasserdampf kommt schon, gesehen. Oh ja, die Show fährt an, müsst schauen. Taking time, baby, playing with you. I was calling out your name, with my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. You got me waiting, my desire. Durch die Wassershow live mixen. Jetzt natürlich. Ich bin ein bisschen pollet da, wenn das Wasser durch die Röhre hoch ist. Geklappt worden, 2-3 Mal. Es hat etwa 2 Leitungen verjagt. Also, es geht weiter. Ihr seht, der Chef. Das ist wie immer hier. Also Gimo und ich sind ja zwar nicht so die grossen Gambler, aber ich habe einen kleinen Tipp. Und zwar geht es darum, wenn man nicht so recht weiss, soll ich etwas machen oder soll ich es nicht machen, überlegt euch eine Skala 1 bis 10. 10 ist, es fängt wie ein Kalb, das möchte ich unbedingt machen. Und 1 wäre, ja, nein, scheisse mich Gott jämmerlich an. Und ein 7 gibt es aber nicht. Das würde bedeuten, wenn ihr ein 8, 9 oder ein 10 würdet geben, dann auf jeden Fall es machen. Super Gelegenheit. Und 6 oder tiefer, nein, lass sein, lohnt sich nicht. Sich lieber etwas gönnen in dieser Zeit. Da geht die Post ab hier. Wir sind mittlerweile gut im Zimmer angekommen, gegessen. Ja, kaputt eigentlich, würde man da sagen. Morgen geht es weiter. Gute Nacht. Guten Morgen zusammen, es ist 10 vor 7 und ja, ich kann also ein Spiel machen. Allzeit bereit. Wir haben heute wieder ein paar Aufnahmen geplant mit meinem nächsten Gast, den ich im Film bin. Er war so da und hilft jetzt hier in Las Vegas, Leute gesund zu werden und sich besser zu fühlen. Also vom Killer zum Heiler sozusagen. Super spannende Geschichte und ja, bin gespannt, was ihr dazu werden sagen. So, wir sind hier jetzt einen B-Roll aufnehmen und sie sind endlich die schlimmstmöglichsten Bedingungen. Wir haben keinen Einfluss auf das Licht, es ist Sound. Wir dürfen nicht in die Nähe gehen, ich wollte Close-Ups machen, aber die haben jetzt hier einen Wettbewerb.
Darum müssen wir das aus der Distanz raus irgendwie künsteln. Und ja, wird spannend. Six hours later. Kleines Update, wir hocken vor dem Whole Foods, Käfeli am Nehmen. Wir haben die Hauptbühne hinter uns. Das Interview ist im Kasten. Und ja, jetzt haben wir entschieden, wir bleiben hier, weil zurückfahren, jetzt 7-8 Stunden im Verkehr, trauen wir uns nicht mehr zu. Und jetzt gehen wir ins Excalibur, haben für $25 plus Resort-Fees von 120 haben wir noch eine Übernachtung gebucht. Du bist schon mal da gewesen, gell? Ja, vor 26 Jahren mit Mark Vochen. Gehen wir schauen, ob es immer noch gleich aussieht. Jetzt haben wir gelernt, Excalibur haben sie im 1990 gebaut. Gimo war im 92 hier, also blitzeblank noch neu. Es war dann zumal das grösste Hotel der Welt. Mittlerweile ist es was haben wir gesagt? Das 7. grösste hier in Vegas und das 11. grösste weltweit. Jetzt haben wir noch gefragt, welches das grösste ist, aber da sind wir nicht rausgekommen. Auch eine Jungfrau, Victoria, zu Interlaken. Nein, jetzt haben wir hier das grösste. In Las Vegas. Hier das grösste, ja. Das klären wir noch ab, wir liefern es nachher. A few moments later. Also, wir haben ein bisschen günstigere Zimmer genommen, dafür hat es halt keinen Lift. Jetzt müssen wir hier 33 Stockwerk runter. Aber wir wollten noch updaten. Das grösste Hotel hier in Las Vegas ist das MGM Grand. Und das hat also über 5000 Zimmer. Und hier im Excalibur, wo wir sind, das hat knapp unter 4000. Also ein kleines Druck dagegen. So, wir konzentrieren. Wir haben auch noch 34 Stück, bis wir drunter sind. Wir haben das Zimmer vor gut 2,5 Stunden verlassen. Und es freut mich, dass ich euch Bescheid geben kann. Excuse me. Wir haben es also gefunden, jetzt sind wir voll bei den Leuten. Wie normal zahlende Gäste. So, ich glaube, das ist es. Wir haben den Ausflug erfolgreich hinter uns gebracht. Nachher ja, für 2-3 Stunden ins Zimmer und dann müssen wir los. Morgen ist Montag, wir müssen bügeln in Los Angeles. Also, bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Tschüss. Okay.